Ich mache jetzt seit genau einem Jahr Social Media und darum könnt ihr mir auf Insta Fragen über mich stellen. Heute erfahrt ihr also spannende Sachen über mich, wie zum Beispiel, wieso habe ich eigentlich immer einen orangigen Pulli an? Was ist mein persönliches Lieblingsdialektwort? Und am allerspannendsten, wieso heisse ich eigentlich Büroklammern? Ihr stellt mir ausnahmsweise nicht nur Mundartfragen und ich beantworte sie euch. Los geht's! Also, am besten fangen wir gerade am Anfang an. Und die erste Frage ist, wieso hast du mit Social Media angefangen? Die Antwort auf diese Frage ist wahrscheinlich nicht unbedingt das, was man erwarten würde, weil das ist nicht ganz freiwillig passiert. Angefangen hat es damit, dass ich mit meinem Freund auf Köln gegangen bin, an Video Day. Das ist so ein YouTuber-Treff, wo sich Content Creators untereinander treffen. Und ich selber aber noch gar keinen Content gemacht. Und wenn du dich halt so fest mit Leuten umgibst, die selber alle Content machen, fängst du dich irgendwann an, selber zu fragen, okay, wenn ich jetzt Content machen würde, rein hypothetisch, über was würde ich echt Videos machen? Und für mich war relativ schnell klar, okay, wenn ich Videos machen müsste, wirklich rein hypothetisch, wenn ich müsste, dann würde ich Videos über Mundart machen. Also habe ich das auf dem Heimweg meinem Freund gesagt und er war so begeistert von meiner Idee, dass er gesagt hat, ja komm, das machen wir, bitte, ich will unbedingt, dass du das machst, ich unterstütze dich auch, ich zeige dir alles mit der Kamera, mit dem Schnitt und. Und darum haben wir dann einfach damit angefangen. Es ist also nicht ganz von mir ausgekommen, weil es ist wirklich eine hypothetische Überlegung, aber zu dem hat es mich jetzt gebracht und ich muss sagen, es ist glaube ich, die beste Entscheidung, die ich im letzten Jahr treffen konnte, weil durch Social Media habe ich auch so vieles gelernt, also Sex vom Schnitt oder auch einfach nur, dass ich einfach mal konsistent etwas durchziehe, weil ich wirklich seit einem Jahr jetzt die Videos mache und ich habe wirklich jede Woche etwas hochgeladen und das, obwohl ich ja eigentlich gar nicht unbedingt wollte, die Videos machen und darum bin ich mega froh, dass das jetzt so gekommen ist. Genau. Die nächste Frage ist, wieso hast du so eine grosse Leidenschaft für unseren Schweizer Dialekt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war schon immer so gewesen. Also ich bin schon in der Primarschule die Person gewesen, die absolut gerne Deutschunterricht hat. Ich bin auch die Person, die gerne Kommaregeln hat. Und irgendwann habe ich halt bemerkt, hey, wir reden ja nicht einfach Hochdeutsch, sondern wir haben so viele verschiedene Dialekte in der Schweiz. Und das ist mega speziell und auch mega spannend, auch eben auf der grammatikalischen Ebene, auf dem Wortschatz. Vom Wortschatz her. Und dann habe ich einfach gemerkt, hey, ich finde Dialekt etwas mega Spannendes. Das ist schon recht früh gekommen. Und darum habe ich auch schon früh angefangen, zum Beispiel Bücher auf Mundart zu lesen oder einfach generell mich informieren, wie man in anderen Mundarten zu verschiedenen Wörtern sagt. Genau, das ist eigentlich ganz natürlich gekommen. Dann bin ich gefragt worden, hast du Dialektologie studiert? Da muss ich leider mit Nein antworten. Also ich habe mal Germanistik studiert oder angefangen zu studieren. Germanistik ist deutsche Sprachwissenschaft und wenn du das studierst, kannst du theoretisch irgendwann mal so Dialektforscher oder so werden. Wäre auch mein Plan gewesen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass Studieren absolut nicht meins ist. Ich finde es mega langweilig, um die ganze Zeit zu lernen und Text lesen und so. Und darum habe ich dann gefunden, ja, ich mache lieber nur eine Lehre. Und dann kommen wir schon passend zu der nächsten Frage, nämlich, was machst du beruflich? Ich habe im letzten Sommer meine Lehre abgeschlossen als Buchhändlerin und ich bin auch jetzt noch als Buchhändlerin tätig. Und das hat zwar nicht so viel mit Dialekt zu tun, aber immerhin noch mit Büchern und ein bisschen mit Sprache und das gefällt mir sehr. Und trotzdem kann ich hin und wieder auch mal ein Buch auf Dialekt oder über Dialekt verkaufen. Zum Beispiel auch den Dialektatlas. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch und das ist auch das Buch, wo all die Karten drin sind, die ich immer in meinen Videos zeige. Und das erfüllt mich immer ein bisschen mit Freude, wenn ich beim Arbeiten wieder in Kontakt komme mit dem Buch. Mein Kameramann hat gefunden, ich sollte jetzt vorne laufen und hinterher schauen, damit es spannend aussieht. Wir kommen zur nächsten Frage, die habe ich eigentlich schon beantwortet. Und zwar, von wo hast du die Karte mit diesen verschiedenen Aussprachen? Wie bereits gesagt, das ist vom Dialektatlas. Das ist ein Buch, das man auch kaufen kann. Falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk für irgendjemanden, der Dialekt redet, braucht, kauft das Buch. Es ist mega cool. Das ist so ein bisschen meine Hauptquelle. Also immer, wenn ihr eine Karte im Hintergrund seht, ist die eigentlich vom Dialektatlas. Wir findet die übrigens auch online auf dialektatlas.ch. Und wenn es Videos sind, wo ich nicht mit Karten arbeite, dann ist es einfach Internetrecherche oder halt sonst Bücher, was auch immer. Es wird immer schlimmer, jetzt muss ich auch noch rückwärts laufen. Die nächste Frage ist, aus welchem Kanton kommst du? Also falls ihr es nicht schon an meinem Dialekt her gehört habt oder falls ihr es nicht an dem Wald her erkennt, nein, Spaß. Ich komme aus dem Kanton Zürich und die dazu passende Frage ist, was ist eigentlich dein Dialekt? Und eben, ich komme aus dem Kanton Zürich, ich bin auch im Kanton Zürich aufgewachsen, meine Eltern sind im Kanton Zürich aufgewachsen. Darum, ja, ich rede Zürichdeutsch, aber ich komme nicht aus der Stadt Zürich, sondern ein bisschen von ausserhalb und darum habe ich nicht so das typische Stadtzürcher Zürichdeutsch, sondern ein bisschen abgewandelt. Aber ich finde, heutzutage merkt man den Unterschied fast nicht mehr bei den Jüngeren. Dann hat mich jemand etwas mega Cooles gefragt, nämlich, hättest du gerne einen anderen Dialekt? Und das finde ich eine sehr spannende Frage. Ich habe mir das ehrlich gesagt noch nie wirklich überlegt, weil
Ich rede halt einfach so, wie ich rede, und es ist ganz okay, dass ich Zürichdeutsch rede. Aber wenn ich es mir jetzt so ein bisschen überlege, muss ich sagen, Zürichdeutsch ist halt so ein bisschen der Standarddialekt, den jetzt niemand mega schön findet, die einen Leute sogar eher recht hässlich finden. Und darum habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nie unter einem Video gelesen, du hast voll den coolen Dialekt. Im Gegensatz zu Leuten, die zum Beispiel Berndeutsch oder Walliserdeutsch reden, die haben öfter so Kommentare unter ihren Videos. Aber es ist für mich ganz okay. Also ich glaube, ich bin zufrieden mit Zürichdeutsch. Wer weiß, ob meine Videos besser würden laufen, wenn ich Berndeutsch reden würde. Aber es ist, wie es ist. Ich will jetzt auch nicht unbedingt einen neuen Dialekt lernen für das. So, jetzt eine ganz spannende Frage, die ich schon angeteasert habe. Was ist dein Lieblingsdialektwort? Und ich finde das eine mega fiese Frage, weil wir haben so viele coole Dialektwörter, dass man das ja eigentlich nicht unbedingt auf ein Wort zusammenbrechen kann. Aber ich mache es jetzt trotzdem, und zwar, indem ich euch noch eine kleine Geschichte erzähle. Ich mache ja immer so einen kleinen Check, ob das Mikrofon richtig funktioniert, bevor ich meine Videos aufnehme. Und es gibt ein Wort, das es in den Mic-Check hineingeschafft hat. Und das ist das Wort Stiftehirni. Und für die das Video noch nicht gesehen haben, ich erzähle euch noch schnell, was das heisst. Stiftehirni, das ist die Kruste unten dran beim Gaglo, beim Fondue-Essen. Die meisten sagen dem Großmutter oder Schwiegermutter oder einfach Kruste. Aber es gibt einen kleinen Teil, ich bin gar nicht mehr sicher wo, Solothurn oder Freiburg oder ich bin nicht ganz sicher. Und die sagen dem Stiftehirni. Und ich habe das so lustig gefunden, weil ich das herausgefunden habe. Das hat es gerade in meinen Mic-Check geschafft und das ist mittlerweile schon ein bisschen mein Lieblingswort. Und falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, da ist es verlinkt. Jetzt noch eine ganz einfach zu beantwortende Frage. Wie jung bist du? Danke, dass du nicht gefragt hast, wie alt ich bin. Ich bin 24. Dann bin ich noch gefragt worden, Jubla oder Pfadi. Und auch wenn ich sehr gerne im Wald und in der Natur raus bin, weder noch, ich war bei beidem nie und kann da nicht bei dem Krieg mitreden. Jemand hat noch wissen, wirst du vom SRF unterstützt? Und nein, leider nicht. Ich werde von gar niemandem wirklich unterstützt. Wenn ihr Lust habt, zu mir ein bisschen Geld überschieben, könnt ihr sehr gerne auf Patreon ein Abo abschliessen. Dann könnt ihr mir ein bisschen Unterstützung schenken, aber es ist natürlich absolut freiwillig. Aber sonst, wenn es so ein bisschen um die technischen Sachen geht, Kamera, Greenscreen, Schnittprogramm und so, das mache ich mit Red Green Bird Media zusammen. Dann hat jemand unbedingt noch wissen, ist der orangige Pulli dein Lieblingspulli? Und da muss ich ehrlicherweise sagen, nein, es ist nicht mein Lieblingspulli, aber es ist einfach mein Büroklammer-Pulli. Ich finde, er hat einfach die perfekte Farbe für meinen Kanal, weil, falls es euch schon mal aufgefallen ist, ich versuche immer alles ein bisschen in Orange zu halten. Und ich fand, ich wollte irgendein Oberteil, das ich immer anhabe, bin ich in die Brocki gegangen und habe diesen Pulli gefunden und er hat einfach die perfekte Farbe gehabt. Und darum habe ich dir ehrlich gesagt in meiner Freizeit auch gar nie an, weil ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ihn in meiner Freizeit anlege, dass ich ihn irgendwie aus Versehen kaputt machen oder dass er Flecken bekommt. Und was mache ich dann? Weil eben, ich habe ihn in der Brocki gekauft, ich werde den nie mehr finden. Das ist die Entstehungsgeschichte vom Büroklammer-Pulli. Und zu guter Letzt, ihr habt alle darauf gewartet. Was machst du? Und zu guter Letzt, ihr habt alle darauf gewartet. Warum Büroklammern? Also, es ist so. Ich